jeden Augenblick bei mir das YouTube-Lampe aufleuchten, dass wir live gegangen sind, ja. Okay, das Und ist da bei sind wir mir. schon live. Wir sind live. Oh Gott! Ehrlich? Ja, es ist Das ist, soweit. das ist ja voll verrückt. Ja. Das ist Äh, ja voll verrückt. Magst du anmoderieren? Na, Warum? weil ich habe schon eine Story gepostet. Und irgendwann klang es einmal mit der Arbeit, die ich machen muss. Die Frage ist, wissen die Leute überhaupt, dass wir halt live gehen? Keine Ahnung, das ist wie immer sehr spontan gehalten und die Story hat sich einer verraten, die vor einer halben Stunde online ging ungefähr. Ah, okay. Ich habe schon. Ja, warte, vielleicht moderieren wir mal an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion und für alle, die schon ganz gespannt sind, boah, leck, über welche Filme reden die halt. Tja, wir müssen euch enttäuschen, weil ihr befindet euch gerade in unserem allseits beliebten Gaming-Format Talkthrough und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, okay, und warum moderierst du das und nicht der Seppi? Ist es ein Seppi sein Format? Habt ihr nicht extra dafür jemanden aus der Gaming-Branche eingestellt? Hätte, Fahrradkette. Genau, der lässt uns nämlich pünktlich zum März im Stich. Und deswegen müsst ihr halt Vorlieb nehmen mit mir, dem Corby, und unserem Kalle Kane. Hi Kalle. Hey, ja. Ich wollte gerade schon sagen, das Winken hören sie im Podcast nicht. Ja, aber es schauen uns gerade, wir sind ja live, die schauen uns ja zu und wer jetzt nicht live dabei ist, ist selber schuld. Ja, bis jetzt sind es noch nicht so viel Leute. Von dem Oder her, wie viel tausend haben wir? null. Von dem her nicht schlecht. Da Wow. geht noch mehr. Richtig, dann, Kani, du hast eingeladen, du hast gesagt, ohne einen Seppi schaffen wir das auch. Dann Ja, und verraten wir mal. wir waren ja so dumm, dass wir es uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir das einmal im Monat machen. Jetzt müssen wir es fast durchziehen, weil der März ist bald vorbei. Und da kommen wir einfach nicht raus aus dieser Misere. Ja. Es ist, wie gesagt, es ist schade, dass der Seppi immer uns einfach hängen lässt. Ich weiß nicht, wann das passiert ist mit ihm, dass er so unzuverlässig geworden ist. Ja, Aber weißt wir du, was werden du es schon tun musst? hinkriegen. Ach, irgendein Scheißtrick. Das ist wie ein Mike seine komischen Ausreden, Alter, dass er Teile organisieren muss. Okay. Ja, dann da die vorschlagen, dann fangen wir doch wir zumindest einfach mal an. Und Mhm. dann verzeih mal, was hast denn du im März so Großartiges gezockt? Ich hab unglaublich viel gesagt. Unglaublich viel. Du warst da dabei bei manchen Sachen, Mhm. beziehungsweise bei einem. Ja, Aber ich habe weitergespielt an Final Fantasy VII Rebirth. Hab das grandiose, Genre-Grenzen sprengende Mario vs. Donkey Kong fertig durchgespielt. Hab, was habe ich noch gespielt? Star Wars Jedi Survivor weitergespielt und auch noch, irgendwas habe ich noch gespielt. Kirby und das vergessene Land habe ich auch noch weitergespielt, aber leider noch nichts von den ganzen Sachen durchgespielt, außer Mario vs. Donkey Kong, aber zu dem können wir später zu zweit ein bisschen was verzeihen. Was hast du diesen Monat ein bisschen so noch auf deiner Game-Liste mitlaufen lassen? oh, tatsächlich gar nicht mal so viel. Ich, Falsch Schwein. also ich habe auch Mario vs. Donkey Kong gespielt. Ach was? Ähm, und Genre, wie hast du es gesagt? Genre sprengend. Genre-Grenzen sprengen, ja genau. Okay. Genre-übergreifend Grenzen sprengen, so rum meine ich was sogar. Ich hätte jetzt eher gesagt, ein rechter Blödsinn, ne? Ja, das kann man vielleicht auch sagen. Ja. Aber nur, wenn man es nicht kann. Und ansonsten, ja, was habe ich sonst noch gespielt? Ich meine, die Viva la Move Illusion Follower, sie wissen's. Ich habe auch noch Zelda Link's Awakening angezockt. Ja, schön, hast du das schon mal durchgespielt? Ja, das hat man sogar als Beweis in dem Stream gesehen. Der Beziehungsweise, Al ja, hat man nicht, weil aber du der wirst alte wieder Datei ist behaupten, noch drin praktisch, oder wie? ja, ja, ich habe ein neues Spiel gestartet. Ah, okay, okay. Da sieht man mal wieder, dass du einfach unsere Sachen nicht anschaust. Du hast es heimlich gemacht. Ich habe das erst gesehen, als schon fertig war. Und dann sitzen wir aber nicht hier und schauen dir 3 Stunden zu, wie du den Scheißdreck spielst. Ich kündige jetzt schon an. Also, das kriegen gerade nur die Leute mit, die das jetzt hier gerade schon live in YouTube sehen. Ich werde am Ich frage mich, Karfreitag, ich frag mich die ganze Zeit, ob wir wirklich live sind, weil ich sehe nirgends irgendwo davor, dass wir live sind. doch, wir sind live. Okay, ich glaube, der kein Wort nicht. Ach, Mausibein, hä? Wo ist denn Ich, das? wo ist denn das? Ich schicke dir den Link hier im Chat, dann kannst du sehen, dass wir live sind.
Für das blöde Schmerzen heuer 10.000. Ist okay. Was? Dass ich mit dir chatten komme, muss ich hier den Plan updaten. Na, du musst doch einfach nur unten auf Chat drucken. Äh, hier. Ich hab's dir in WhatsApp geschickt. Wow. Hackerman Level 9000. Ja, voll. Wie immer. So, jetzt hast du mich völlig aus meinem Konzept gebracht. Ich werde Entschuldigung. ja genau, hier nochmal die Ankündigung. Ich werde am Karfreitag, ich weiß noch nicht genau zu welcher Uhrzeit, ich werde euch das rechtzeitig nur mitteilen, weiterzocken. Weil ich Karfreitag, da habe, ist man doch Frühshoppen und saufen. ja, aber nicht auf Nacht oder halt Ja, früher aber Nachmittag oder. wenn ich Frühshoppen bin, dann sitze ich nicht mal den ganzen Tag wieder picky und dann kann ich nichts mehr zocken. Ich habe nämlich hier das Upgrade gerade in meiner Hand. Oh, Damit werde ich finally. dann testen, ob der Scheißdreck wirklich funktioniert. Wahrscheinlich wird die Switch dann irgendwann die Grätsche machen, weil ich halte hier in meiner Hand die Elgato 4KX und die wird dann sagen, ich gucke kein 4K. Es Na, ist wo- bei Switch-Spielen relativ egal. Da steht zumindest Ultimate-Kompatibilität mit Nintendo Switch. Und Oder- also Ultimate-Kompatibilität ist viel mehr wie die normale. Also von dem her gehe ich davon aus, dass das funktioniert. Es müsste nochmal richtig eskalieren, ja. Das müsste halt richtig eskalieren. Es wird so kompatibel sein, dass du ohne das Teil nie wieder Switch spielen kannst. Vielleicht vereinleibt sie sich die Switch. Ich bin jetzt deine Switch. Das war für mich echt der Schock, weil ich habe direkt hier am Schreibtisch gezockt und habe die Switch praktisch neben mir gehabt. Da neben dann das Kastel, das, wenn es halt nicht funktioniert hat, jeder schnell einen ausstecken kann. Und direkt, also ich war halt in unmittelbarer Nähe zum Bildschirm und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, wie schlecht diese Drecksauflösung ist. Das ist Wahnsinn. Echt? Ja, voll geil. Ja, richtig geil. Ah, Aber uns kann es wurscht sein in der Regel, wir müssen uns ja nicht anschauen, den Mist. in der Regel, ja. Ja. Eben. Aber ja, das ist das, was ich jetzt aktuell ein bisschen zock für Ja, schön. für unsere lieben Hörer und Zuschauer natürlich und damit wir unser Equipment testen können. Ja, ich hätte da auch voll Bock drauf, muss ich sagen, weil Link's Awakening war wirklich, vor allem das Remake ist unglaublich liebevoll und unglaublich schön. Und nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hätte ich einfach wieder mit Bock auf so ein schönes, in Anführungszeichen, geradliniges Zelda-Abenteuer. Das habe ich, glaube Ja. ich, schon gesagt bei den anderen, wo ich damals fertig war mit Tears of the Kingdom. Also ich bin Open World und alles und Sandbox, schön und gut. Jetzt haben wir es zweimal extrem ausufernd erlebt, aber jetzt habe ich wieder richtig, richtig Böcke auf einfach ein schönes, oldschooliges Zelda-Spiel. Für unsere Podcast-Hörer, was ihr gerade nicht seht, ist, dass der Kani seinen Screen shared und hier Google vor sich hat und wir davor ausgemacht haben über die Spiele, wo wir drüber reden. Die googelt er, dass die Leute dann ein bisschen was sehen. Das ist Es eine hat Verzögerung vom Stream. Hat bis jetzt nicht so gut gelistet, hat bisher nicht so gut funktioniert. Verzögerung habe ich gesagt, halt den Schnauzer. Ah, Schau, ah, einwandfrei. du, ich habe gerade nur den Fehler gefunden. Unser lieber Amadeus hat uns darauf hingewiesen, Das dass ist wir nun nicht Conny live Battle sind, weil wir die, weil wir nun nicht öffentlich waren. Jetzt sind wir öffentlich. Du Vollidiot, ich hab doch gesagt, dass wir nicht live sind. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Doch, wir waren live, das stimmt Ja, schon, für uns heute. aber wir waren nicht gelistet. Du Und wolltest jetzt, halt einfach unter uns bleiben. ihr wollt unter uns bleiben, ja? Keiner darf den Anfang dieser Live-Session hören. Na, wirklich nicht. Das muss echt aufhören, dass irgendwelche Leute ständig unsere Sachen anschauen wollen. Ja, ja. Da Aber ist ja, noch schöne Bilder hier von Link's Awakening, dass die Leute jetzt zuschauen. Schau, wie lieb das er ist. Hast du das Amiibo auch? ja, aber Ja. irgendwo verpackt, glaube ich. Ja, natürlich. Das lassen wir original verpackt. Wir machen das was Nein, auf. nein, nicht original verpackt. Ich meine, ich hab's auspackt und dann irgendwo hinpackt. Du bist So ja rum. ganz dicht, oder? Du bist der geisteskrank. Ah, das ist schön. Unser einziger Zuschauer im Chat sagt, er geht wieder. Er hat uns kurz darauf hingewiesen, dass wir nicht gelistet sind. Danke, Amadeus, mach's gut. Kannst du mal schauen, ob da irgendwo ein Bild da ist, wo so ein Vergleich da ist zwischen dem Gameboy-Spiel und dem der Switch-Umsetzung? Kann ich machen. Kann ich machen, da haben wir was.
Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was. Also ich muss schon sagen, das, was mich jetzt gerade hier am meisten begeistert, ist, dass man am Kanye live zuschauen kann, wie er sein Google-Verhalten ist. Also auch wie er das googelt. Ich will in nix ein. Da ist es schön. Fast 1:1 ist das Remake. Mein scheiß Maus geht nimmer. Stimmt, Schau, ja, man die das ist auch Kompass die und die Live-Session. Ketten, die Kugel will ich auch drinnen gehabt. Schön. Ja, das ist so eine geile Umsetzung, es ist Ja. super. Ich war da auch begeistert. Und es ist ja schön kurzweilig, weil das hast du ja, glaube ich, auf so, wie lange brauchst du? 20, 25 Stunden und du, glaube ich, hast du sogar auf 100% gespielt. Ja. Also ich weiß noch nicht, wie lange ich brauche. Bis jetzt bin ich im dritten Dungeon und habe, glaube ich, 3 Stunden. Mhm. Ich wäre auch schon früher fertig gewesen, wenn mir der Amadeus nicht dazu gezwungen hätte, dass ich noch wie ich selbst behauptet habe, höchstwahrscheinlich im dritten Dungeon befindenden geheimen Raum suchen wollte. Ich habe ihn nicht gefunden. Also, das ist aber richtig fies. Im dritten Dungeon, da gibt es anscheinend einen kleinen Schlüssel zu viel. Mhm. Und dann suchst du die halt dumm und dämlich, aber du findest halt nichts, weil den Schlüssel, der ist einfach useless. Das glaube ich nicht, dass er einfach useless ist. Ja, doch, ganz Warum sicher. sagen wir eigentlich useless und nicht nutzlos? Weil wir in Bayern sind. Anglizismen, Anglizismen. Ja, das ist, ich kenne das, ich denke auch die meiste Zeit auf Englisch in meinem Kopf und dann vergesse ich die deutschen Wörter und so, das ist grausam, gell? Ist es hier in Bayern so, dass wir sehr viel Wert auf Sprache legen, deswegen wird das Ja, Gendern verboten? ja, ja, genau. Ja. Wir sind aber nämlich auch sehr stark gegen Verbotsparteien, wie die Grünen, sind aber dann die Ersten, die umeinander verbieten. Affen. Ja, Das ist ja, so ein ja. lächerlicher Aber, Affenscheiß. aber unser Politik-Talk, wie nennt man das? Politik-Talk? Polit-Talk, ja. Viva la Den, Movilusion live bei Lanz. oh Gott. Boah, leck du bei Lanz. Scheiße. Wahrscheinlich müssen sie danach Lanz einstellen. Ich da da die ganze Zeit den schlechten Witz durchziehen, dass ich mir sage, ja, aber jetzt hören Sie mir zu, Herr Schwanz, Lanz, das da ich die ganze Zeit durchziehen. Der Mann, der Markus Lanz um den Verstand brachte. Erfahren Sie jetzt die Geschichte von Kale Kane. Bei Mordlust im Podcast. Ja. Erzählt Oh, er schon uns Shahi. Mord? Schau mal, jetzt geht's ab im Chat. Haben wir schon ein paar Alter mehr? Schwede. Haben wir schon ein paar mehr. Ja, nochmal Hallo an alle, die nicht in unsere Live-Session reingegangen sind, obwohl er nicht gelistet war. Ja. Ja, schau, das Äh, sieht mir das erste Mal von vorn. Sagt, ich bin ein ja, typischer von vorn Schönling. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Schlagen ein. Ich gut. schlagen ein wie ein Facki. Aber so viel zu Link's Awakening. Ich mache jetzt auch nochmal die Ankündigung, weil vorhin hat es ja irgendwie keinen Sinn gemacht. Ja, alle, die das Also, nicht mitgekriegt haben vorhin, ich habe den Corby mal darauf hingewiesen, dass wir offensichtlich nicht live sind. Er war vehement der Meinung, wir sind live. Dann ist aufgefallen, dass wir live waren, aber nicht öffentlich geschalten. Hashtag Podcast-Profis. Streaming-Profis. Ja, stimmt, das auch. Irgendwie Ja, allgemein einfach Profis, egal was man dann ist, ist immer beschissen. ja, richtig. Aber dafür lebt sie uns ja. Ja, eben, eben. Und ich teile euch meinen Bildschirm, schaut's mir, haben wir gerade über Link's Awakening geschmerzt, dass der Corby gerade zockt. Und der Corby hat gemeint, das ist cool, wenn ich dann die Sachen über googelt und die Leute das zeigen. Und in Wirklichkeit möchte ich nochmal Google-Verhalten anscheinend auf den Prüfstand stellen. Ja, nur so schaffe ich das, dass ich das ja aufnehmen kann und danach analysieren kann. Genau, und immer wenn ich sage, ich google das, dann schickst du mir das Video und sagst, nein, 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 das mache ich selber, schau dir mal das, oder Trottel. Mistsack. Also, ihr seht es ja gerade schon, wir haben über Link's Awakening geredet und ich habe natürlich gesagt, dass ich es gespielt habe, weil ich es gestreamt habe. Wer den Stream noch nicht gesehen hat, schaut's gefälligst da mal rein und regt sich dann genauso drüber auf wie ich, dass dieses Kastel von Elgato ununterbrochen abgestürzt ist. Ich glaube, das ist ja der wahre Grund, warum der Seppi halt nicht dabei ist, dass er sich so schämt, dass er mir das empfohlen hat, dass er halt ferngeblieben ist vom Stream. Und die nächste Session ist angesetzt für Freitag, also Karfreitag, da hat eh keiner was zum Tor. Nein, null, Ähm, außer Eingeißen. genau. Und das könnt ihr natürlich auch machen, während ihr einfach nebenbei den Stream laufen lässt. Anders Uhrzeit, holst du es eh nicht aus. Timer, deine Kommentare sind wie Balsam für die Seele. Ja, ich weiß nicht.
Ja. Hallo, Uhrzeit werden wir echt dann als wir noch miteinander zeigen. gestreamt haben, haben wir es auch die Bier nicht ausgehalten. Ja, das liegt aber am Spul. Ach so, ja, okay, dann bei mir. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Kannst du es mal googeln, Was wie muss ich viel googeln? Mario vs. Donkey Kong, wie viele positive Wertungen hat denn das Ding? Ich glaube, das wird allgemein Gehasst? ziemlich mittelmäßig bewertet. Also in der Endzone, die ließ ja, ja, so 78, 80, 3,5. Ja, gut, eher ein bisschen oberes Mittelmaß. Ja, die sind alle bestochen worden. Anders können wir das nicht vorstellen. Sagen wir uns das. Ich mach jetzt wieder Beutel her, das ist viel schöner als Bewertungen. Ja, Schau hin, ja. wie ich auf Bilder gehe, schau hin. Bam, Alter, richtig eingebildet. Aber jetzt mal ohne Scheiß. An die Leute, die Okay, uns da Butter bei zugeschaut die haben, Fische. ja genau, die auch im Chat da sind, bitte sagt's doch, dass das Spiel mega langweilig war. Das Einzige, was unterhalten hat, war die Emotionsausbrüche von den Spielern, oder? Also ich muss sagen, ich habe das jetzt dann, es war tatsächlich für alle, die so nicht fertig gesehen, die uns beim letzten Mal gesehen haben, wir haben ja dann gesagt, jetzt ist endlich Goa, da kommt noch mehr Level. Es waren tatsächlich noch mal 8 Welten, die dazugekommen sind, nochmal 8. Weil ich hab's dann durchgezogen, ich hab's dann noch komplett durchgespielt. Ich habe herausgefunden, wie man es machen muss und dass man nicht durchdreht. Man spielt maximal eine Welt und dann hört man auf. Und vielleicht noch eine Profi-Welt dazu und dann muss man aufhören und dann funktioniert das. Dann kann man spielen, aber es ist, ja, man merkt den Spiel halt schon gescheit, oh, dass es vom Game Boy Advance, glaube ich, sogar noch war. Und gefühlt ist er ab und zu die Steuerung, also Ist da 1 ein zu 1. Bild? Ist da irgendwo ein Bild vom Gameboy-Spiel? No, warte mal. Ich lese auch gerade in die Kommentare, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, jetzt macht's mich aber wütend. Was ist denn mit dem Dark Mode? Wieso hast du den da? Oh. Dass ich hab's sehe. Ach so, okay. Oh, leck. Schau mal, wie beschissen das ausgeschaut hat. Es ist der Game Boy Advance, Alter. Beschissen. Halt doch deinen schönen Scheiß-Schnauzer. Auf alle Fälle ist halt für mich, was ein Riesenthema war, echt die Steuerung. Das Lustige war ja, du und der Sepp, ihr habt ja bis zum Schluss die ganzen Steuerungen immer noch nicht kennen. Aber selbst wenn man es kann, das beste Beispiel am Schluss, wo ich jetzt gespielt habe, da hast du ja dann nicht mehr das wie in die ersten 8 Welten, dass du durchlaufst, Schlüssel selber sammelst und hinbringen musst, sondern in jeder Welt ist so ein kleiner Spielzeug-Mario, der den Schlüssel mit sich tragt. Und du musst ihn praktisch wie bei diese kurz vor die Boss-Welten, musst du den durchs Level lotsen mit dem Schlüssel. Und da habe ich gemerkt, zum Beispiel, wenn du an der Lorte bist, bei anderen Spielen springst du an der Lorte und bist gerade so halbert an der Lorte, aber er hält sich automatisch fest. Und du musst da wirklich so auf einen Millimeter genau unter dieser Lorte sein, weil sonst kann er sich nicht einhalten, der Vollwichser. Oder auch wenn die Lorte relativ weit um ist, dass du mit dem Dreifachsprung, den du und der Seppi nie kennen habt, aufspringst, dann hält er sich nicht fest. Es geht nur mit dem normalen Sprung, dass du dir eine Lorte einhältst. Und das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo ich sage, da hätte ein bisschen mehr Feinjustierung und das ein wenig besser in moderne passt, diese Steuerung, dann war das ein wenig cooler gewesen. Das ist ja da ich war halt einmal so das Flinke von Mario einfach gewohnt. Schnell springen, schnell reagieren können und so, das funktioniert halt da nicht. Das ist alles irgendwie so träge und langsam. Ja, Es wobei du ist, schon sagen musst, oder? Zum Schluss aussehen, wo ich mit dir den Endboss gemacht habe, da war ich schon mehr oder weniger Profispieler. bis auf das, dass du viele Sachen immer noch nicht kennen hast, ja. Ja, tut mir leid, das habt diesen Dreifachsprung bis jetzt nicht kennen. Was ist mit euch? Ja. Du hast dir deine Handstand nicht machen können. Was ist mit dir? Du hast mich auf jeden Fall, also rein von meinen Aggressionen her, schon eigentlich sehr gut eingestimmt, dadurch, dass er mir nicht nur das ganze Equipment besorgen hat lassen, sondern er hat mir das dann auch alles einrichten lassen und mir dann auch nur teilweise ein bisschen blöd angemacht, als es dann nicht auf Anhieb funktioniert hat. Ja, klar doch, Alter, was soll denn das? Und anstatt, dass er mir einfach dann hilft, während am Stream das alles zum Richten spielt, einfach weiter. Ja, Ich hätte das sagen müssen. Er hat, wollte mal fertig werden. selbst wo wir nicht bei live waren, hat er einfach weitergespielt. Ja, ist ja klar, dass er Ich jetzt war, einfach. ich war voll im Modus, ich war voll drin. Ja, Ich war genau. richtig drin. Na, an sich ist das Spiel für mich jetzt am Ende, wo es dann, also es macht Also, allein ich habe jetzt tatsächlich- ehrlich gesagt gedacht, jetzt kommt eine Entschuldigung. Na, warum für was sollst du mich entschuldigen, wenn du unfähig bist? Das ist so viel. Na, ich habe das Spiel, wie gesagt, dann nochmal allein fertig gespielt und es macht allein tatsächlich mehr Spaß, wenn du nicht noch von jemandem abhängig bist.
Und wenn du das ist wirklich ein Spiel, das kannst du mal gerade mal so eine kurze Session reinhauen, eine halbe Stunde und dann musst du wieder aufhören, weil sonst fängst du an, dass die ganzen Kleinigkeiten, die du einfach wegen moderneren Spiele gewohnt bist zum haben, vermisst und die dann aufregst. Und deswegen ist das Spiel als Vollpreistitel, naja, Du meinst so Kleinigkeiten wie vernünftige Abwechslung, eine tolle Story und ja weiß ich gut, nicht. das ist ja kein Story-Spiel, nicht? Du hast außer eine tolle Story, hast bei keinem Mario-Spiel. Ah, okay. Das ist ja Ja, auch kein Story-Spiel, das ist ja wirklich ein Minispiel, sag ich jetzt mal, selbst wie Mario Party, blöd gesagt. Ich bin Und schon du hast gespannt, schon, was du dann als nächstes vorschlägst. Wahrscheinlich, boah, Leute, hey, da gibt's ein neues Remake von Tetris. Komm, jetzt spielen geht's wir's richtig ab. durch auf 100%. Hä? Also wie gesagt, Mario vs. Donkey Kong, 100%, am Schluss noch coole Endsequenz, hast du versammelt, weil du nicht mehr weiterspielen wolltest, selber schuld. War richtig mega, das war 1,5 Stunden wie bei Metal Gear Solid 4. Kannst den ganzen Film anschauen. Ich glaub da kein Wort. Da google ja mal Mario vs. Donkey Kong Endsequenz. Nein, Google überhaupt nichts, Hauptwitz. Aber gerade um für die Leute, ich werde da nur einen Post machen mit den Screenshots vor der Endsequenz. Es gibt nämlich dann noch ein tolles Zusammenkommen von Mario und Donkey Kong. Das geht euch gut aus, also tatsächlich nicht obi. Aber wegen dem Stream-Vorschlag, ich habe vorgestern, was war denn vorgestern? Heute ist Sonntag, mit dem Geity Boy, der uns letztes Mal beim Stream besucht hat, mit Prince of Persia weitergespielt. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich war das doch geil gewesen zum Streamen. Ja! Das war Ja, eigentlich richtig verdammt, geil das haben wir gewesen. sogar in der ersten Session zu dir gesagt. Ja, aber da habe ich noch nicht gewusst, dass es gut ist. Muss ich erst ausprobieren. Ich meine aber eher geil. Also das Spiel ist echt super, mir taugt es voll. Aber ist ja, also bei Metroidvania, das ein bisschen hochwertig ist, da bin ich eh schon voll dabei. Aber ich meine jetzt eher schon wieder allein aus dem wegen die emotionalen Ausbrüche. Weil da hätte ich uns gern gesehen, wenn wir da dann die ganze Zeit an irgendeinem Gegner versagen. Das war jetzt nämlich zu zweit schon ganz witzig, wenn dann einer daneben sitzt. Ah, na, der blockt. Ich hab blockt! Na, das war sauber zu früh. Halt doch dein Maul! Na, Kim, jetzt, das habe ich von vornherein gesehen, als du gedruckt hast, habe ich schon gewusst, sauber zu früh. Ah! Eigentlich kann man Da, so, googeln. Princess ein Ding, Persia googeln. wie heißt es, Souls-like war wahrscheinlich nicht so dumm, wenn wir das spielen daten. Ja. Aber The Lost Spielst Crown du- ist echt richtig geil. Wo spielst du das? Auf welcher Konsole? PS5. Ja, ich hab's immer auf der Switch. Ja, also wieder mal ein unstreambarer Content von dir. Unstreambar. Ja, als nächstes mal Princess Peach streamen, sagt der Philipp. Ja, aber weil so Witz ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das meint er schon ernst. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber Princess Aber- Peach habe ich letztes Mal gelesen, es ist anscheinend eindeutig auch von der Spielmechanik her und von der Schwierigkeit her an ein sehr junges Publikum adressiert. Also war das eigentlich was für die Korbi, das wird nicht sein. Du meinst, wenn ich bloß 2 bis 3 Freunde brauche. Oder vielleicht einmal gar keinen oder so, das war eigentlich gar nicht schlecht. Boah, krass. Das war schon Boah, brutal. krass. Wie weit bist du denn bei Prince Persia? Wir sind jetzt da immer noch ziemlich am Anfang. Wir haben jetzt den komischen Gegner mit der Säule besiegt, den Fettsack-Untoten. Und dann die komische Wulzau. Und nach der haben wir dann aufgehört. aber jetzt nicht, also die Wulzau haben wir ziemlich schnell besiegt. Gut, die habe ich gemacht, den Fettsack mit dem, Ich glaube, das ist sogar noch der Demo-Content. weiß ich nicht. Wie gesagt, wir sind noch nicht weit, wir haben jetzt 3 Stunden, sage ich mal, gespielt. Was lachen? Ja, aber ich habe wirklich, das war schon bei den ganz ersten Versionen, die spielbar waren, wo man maximal eine Stunde oder so spielen kann, weil so viel habe ich bis jetzt auch gespielt und da war ich auch schon. Ah, okay. Also kann man da eh direkt einsteigen Ja, zum Streamen. ich bin wahrscheinlich sogar schon ein bisschen weiter, weil ich habe schon das erste Artefakt. Was für ein Artefakt? Ja, genau. Was laberst du? Ein Bogen. Ich habe schon einen Bogen. Den haben wir auch. Ah, okay. Dann Bogen habt ihr ist vielleicht ein- einfach ein bisschen verlaufen. Ja, also wir haben uns tatsächlich viel verlaufen. Wir haben ja da mal eine Okay. Zeit lang gescheit umeinander gesucht, wo es eigentlich weitergeht, weil wir es irgendwie überhaupt nicht kapiert haben. Ja. Bis ich dann irgendwann gesagt hat, warum sind wir da oben rechts nicht weitergegangen? Ah, halt mal, schauen wir uns das einmal an. Und das war wie so ein typisches, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht Erlebnis. Kann ich mir vorstellen.
Aber ja, da habe ich auch Bock. Also das können wir gern streamen. Oder halt Da so ist immer ja ein bisschen allgemein, Herausforderung mit dabei. ja genau, allgemein halt wie so das letzte Mal, ich glaube der Philipp hat geschrieben, Souls-like war lustig. Und das glaube ich war halt echt lustig, wenn wir nicht drauf spielen, dass wir irgendwie recht weit kommen, sondern dass die Leute einfach nur sehen, wie wir ausflippen, weil wir uns aufregen und gegenseitig halt dann auch noch transalieren werden. Gehe ich davon aus. Also da hätte ich auch für PS5 das Demon. Wie heißt das gleich wieder? Das ja gleich am Anfang Demon Souls. rausgekommen ist. Demon Souls? Ja, Ja, ja. genau. Also praktisch, ist, glaube ich, das Remake, oder? Vom allerersten von der Souls-Reihe. Ja, genau. Das kann man Ja, doch spielen. ja, war ich dabei. Ja, cool. Und dann seng's 5 Stunden an Stream, indem wir am ersten Gegner nicht weiterkommen und uns gegenseitig dann irgendwann schlagen. Ja, gut, dafür schalten sie ja ein. Da ich Also auch sagen, ich ja. gehe mal nicht davon aus, dass irgendjemand bei uns einschaltet für den grandiosen Spieleskill, den wir haben. Also für meinen vielleicht, aber bei euch ist Na, er nicht. Wie gesagt, das habt ihr bei Mario vs. Donkey Kong den Dreifachsprung nicht können. Bis zum Schluss. Pff, lächerlich. okay. Was hast du sonst noch so gespielt, außer Final Fantasy noch und Mario vs. Donkey Kong, was jetzt erzählenswert wäre? Ja, Star Wars Jedi Survivor hab ich weitergespielt. Spiele ja auch mit einem Mhm. Kumpel, darum sind wir noch nicht durch, weil wir nicht mehr so oft zusammenkommen. Aber da muss ich echt sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir locker die Hälfte oder so von der Story haben und die Story ist echt richtig, richtig gut. Also, ich habe Googel's mal her. ach ja, stimmt. Das muss nichts mehr bei anderen machen. Na, ich finde das gut. Was? Ja, weil du es mir umeinander kommentieren kannst. Ja. Aber wie gesagt, die Story, da war jetzt ein Part. Puh, da ist ganz schön was abgegangen. Die schrecken auch nicht davor zurück, ein paar Hauptcharaktere über die Klinge zu springen lassen. Okay. Und es ist spielerisch sehr geil, wie schon erwähnt, hat so Metroidvania-Vibes dabei. Da bin ich sowieso immer begeistert. Und es ist sehr anspruchsvoll, also die Kämpfe sind schon ordentlich fordernd und jetzt spielen wir noch nicht einmal auf der schwersten Stufe, glaube ich, sondern auf der eins über der mittleren, glaube ich. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe. Wenn man wenn man die ganzen Collectibles sammelt, dann findet man mal so einen kurzen Eintrag, der sich auf eine Geschichte aus dem Bier hier bezieht, das ich zum Beispiel jetzt erst gelesen habe von einer neuen Romanreihe. Finde ich ziemlich geil, wie das alles ineinander greift. Das Einzige, was mir ein bisschen nervt, ist so der Hauptplanet, auf dem man sie als ein Lager einrichtet. Das ist nämlich so Open World. Und dann bin ich bei Final Fantasy Sim auch großteils in der Open World unterwegs und ich wollte doch eigentlich erst einmal nichts mehr sehen mit der Open Worlds nach Tears of the Kingdom. Lasst mich halt einfach. Ja, in was für einer Frequenz machst du das? Also wechselst, weil das sind beide Spiele, die du ja eigentlich größtenteils allein spielst, oder? Na, also Star Wars Jedi Survivor spiele ich nur mit einem Kumpel Ach so. und Final Fantasy Rebirth spiele ich allein. Weißt du, dass wenn du das tatsächlich einfach streamen darfst, wir einen Haufen Content einfach hier auf dem Kanal hätten? Ja, aber ich hocke mich mit meinem fetten Ranzen locker auf der Couch, das kann ich auch nicht machen. Wo ist jetzt meine Katze gerannt? Jetzt habe ich meinen Zuschauer verloren. Naja, Kann ich nicht machen. Ich möchte da ein wenig Privatsphäre ab und zu, hast mittendrin Bock, dass du fäbst und so weiter, dann so einen Stream stoppen. Wobei ich kann dann sagen, ich versuche zum Richten wieder Corby. Da schon irgendwie gehen. oh, jetzt ist das Kassel. Genau. Kann ich, mein Herr mein Herr Tono. Okay, gut. Prinzipiell schon, aber ja, ich weiß nicht, ob ich der Typ bin für allein streamen und dann vor mir da hinsabbeln und so weiter. Da bin ich eher nicht so der Typ, muss ich sagen. Ja, da beschäftigt man sich ja auch mit der Community. Ja, aber wenn ich zum Beispiel storylastige Spiele spiele, darum hätte ich da überhaupt keinen Bock nicht drauf, dass wir ein Spiel spielen mit einer krassen Story, weil da möchte ich die Story erleben, da möchte ich dabei sein. Und da habe ich dann keinen Bock, dass ich die ganze Zeit die Hamtaucher im Chat irgendwie unterhalte oder Jetzt sind's Haupttaucher. Ich Oder bin voll Eierscheiß glücklich über gelabert. unsere Community. Das ja, sind die besten. Ja, auf alle sind es die besten Hamtaucher, wo geben wird. Die besten Haupttaucher, wo geben du ja gar nicht. Der Philipp fappt anscheinend gern zu tiefer. Also ich hab da gern so eine kleine Fantasie zwischen, so eine Scherenfantasie von der Tifa und der Ares, muss ich sagen. Ah Gott, wir sind der expliziteste Gaming-Talk wahrscheinlich hier Final auf Fantasy, YouTube. Tifa, Ares, Schere.
Ja, findet man jetzt leider nichts, muss ich euch enttäuschen. Aber sie sind schon zauberhafte. Ja, man sieht zumindest schon mal die Kostüme. Ja, ja, sehr knapp, weil ich glaub, der Stream bricht gleich zusammen. ja, ja, ich wollte gerade schon sagen, man sieht direkt in die Augen vom Kani, wie er sie gerade so ein bisschen auf dem Bildschirm verliert. Ja, ein Hemd wandert da schon langsam so runter. Aber es ist halt, also Final Fantasy Sim ist da schon Wahnsinn, wie krass, dass das. Schau, die Leute beschweren sich schon. Du Aber machst ich ja werde nicht sich so heiß. keiner. Keiner, Was? Ski. Du das wegs, was mache ich jetzt mit meinem Ständer? Ja, Fepp halt dann einfach wieder. Die schaut gerade keiner zu. Philipp, erstens mal glaube ich, dass du ihn sowieso schon raus hast, seit du unseren Stream schaust. Und zweitens, wie gesagt, du bist allein vor deinem Bildschirm hoch, wie du kannst feppen. Aber zurück zu. Tu mal bei Rebirth den einer Hund oder so, den ich mal anschauen hab müssen, als du. Ach, der Red. Ja, furchtbar. Du bist furchtbar Vollidiot. So schaut er eigentlich aus, wenn er sich Ja. nicht gerade verkleidet. Ja, das ist ja cool, ja. Ich will ja. Da Da ist ist er. Ja. So dumm. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, es ist krass, wie anime-lastig das teilweise ist. Also, das springt ziemlich stark zwischen sehr ernste Töne und krasse Charaktermomente und völligen Anime-Kitsch hin und her. Das ist ziemlich krasses Kontrastkino ab und zu. Bisher aber sehr geile Geschichte, sehr geil, Grafik ist Wahnsinn, es ist eine Grafikbombe vor dem Herrn. Aber ich glaube, wenn man das komplettiert, dann hat man da wieder ordentlich 60, 70, 80 Stunden wahrscheinlich drinnen. Da bin ich jetzt Ja, halt noch am Spekulieren. das ist ja für die so ein mittleres Spiel. Ja, also Final Fantasy Rebirth wird jetzt nichts werden, das ich auf Platin spielen darf. Das Einzige, was ich da jetzt halt war so diese Welt halt komplett erkunden, die ganzen, das da ich schon machen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ich habe da noch nicht geschaut, was man jetzt brauche ich mir jetzt erst mit Story durchspielen und dann schauen wir die Sache nochmal an. Aber Platin wird jetzt da nicht fällig sein. Also Platin, Jedi Survivor ist selbst, das jetzt gerade auf Platin erledigt wird. Okay. Hast du denn das Original auch gespielt? Nein, das einzige Final Fantasy, mit dem ich davor in Kontakt gekommen bin, war auf der PlayStation 2 Szene. Und das war auch schon sehr geil, das habe ich aber nie ganz durchgespielt. Das habe ich nämlich immer nur, wenn wir beim Kumpel gesessen sind, ein wenig da hingespielt. Und da haben wir schon mal gedacht, geil, ich hätte eigentlich richtig Bock, aber hab's dann auch nie da, dass ich anfange, diese Final Fantasy Teile. Auf der Dreier hätte mich Final Fantasy 13, meine ich, war da, oder? Ja. Das mit der Dame, da hat es auch 3 Teile, glaube ich, gegeben. Das hätte mich auch immer gestickt, aber irgendwie ist Final Fantasy immer an mir vorbeigegangen, bis auf Final Fantasy Chronicles, damals auf dem Gamecube. Das war aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das habe ich ja ziemlich schnell dann wieder aufgegeben. Ich glaube, das fällt ja komplett aus der Reihe raus. Ja, ja, oder? das ist ein ganz anderes Gameplay-Prinzip, aber das war überhaupt nicht meins. Und dann, als das Remake angekündigt worden ist, haben wir gedacht, geil, das Zimmer hat mir wieder immer so als eines der besten Final Fantasy-Ableger überhaupt gefeiert. Da haben wir gedacht, das hole ich mir dann auf alle Fälle. Und als ich dann den ersten Teil fertig gehabt habe, haben wir gedacht, ja, irgendwie ist das Ende komisch. Und dann habe ich erst erfahren, dass der 7. Teil als Trilogie angesetzt worden ist. Und ich dachte, geil, ich weiß nicht, ob es dann angefangen wird. Aber jetzt steckt man schon drinnen. Cool ist auch, dass sie die Brücke zwischen den Reunion, dieser Vorgeschichte, ein bisschen schlungen jetzt in dem Teil. Da Figur mit auftaucht. Also es ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Vor allem, aber man muss mit diesem Anime-like ein bisschen zurechtkommen. Mit diesem Geblödel, mit dem Kitsch. Dann funktioniert das. Und sie sind alle immer ultra hot. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch der zweite Teil. Aha. Wieso ist es so beeindruckend, dass der da die Brücke schlägt? Ich habe gedacht, das ist eine direkte Fortsetzung. Ja, aber es gibt das Reunion. Ah, schon wieder waren die Strandoutfits, die waren auch stark. Mhm. Oh, wie ist jetzt das wohl in den Google-Chat reinkäme? Aber Cloud ist auch sexy mit seinem 8-Pack. Was hat er denn? 1, 2, 3, 4. Ja, 8-Pack. Keine Ahnung, wie es reingekommen ist. Ja, ja. Ah. Jetzt nochmal, warum was? ist es, wieso ist das jetzt so Na, besonders? weil es gibt ein Reunion, das ist die Vorgeschichte, das hat es nur auf der PSP gegeben. Und, Ach das Spiel- so, okay. und zu dem Teil, zu deren Figuren, schluckt ein wenig die Brücke, wird nur ein bisschen was erzählt, was da damals passiert ist. Und wenn du den habe ich ja kurz vor Rebirth, habe ich mir den schnell eingehauen, weil das ist gerade so ein 10-Stunden-Teil. Und da schließt sich der Kreis dann richtig schön. Das ist richtig gut gelöst. Aha, okay.
Aber also es schließt schon jetzt direkt an dann Final Fantasy 7 Das Jahr, ja. Also ich glaube, Video. Es hat einen Zeitsprung gegeben, ich weiß jetzt auch nicht mehr wie viel. Aber es setzt direkt drauf an. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht, die ganze Sache. Also da ist schon viel Kasala bauen sie da gerade an. Brunstdumme Minispiele, musst mit der Ares Ja. auf ein Date gehen. Auf mehrere Dates, musst Muscheln sammeln und lauter so ein Scheißdreck. Also das meine ich dann so mit diesem Kitsch, was dabei ist. Auch das, was du gesehen hast, dieses Kartenspiel, wo sich dann der Hund, der Red, eben in einen Gardisten verkleidet oder als Gardist verkleidet, damit er dann als Mensch durchgeht und so. Das ist jetzt der typische Japano-Humor. Aber als Anime geprüfter Mensch findet man da, glaube ich, leichter Zugang als einer, der damit nichts anfangen kann. Ja, ich muss sagen, meine Final Fantasy Erfahrungen waren alle sehr anstrengend. Sagen wir mal, das Final Fantasy, das ich wirklich am allermeisten genossen habe, war das mit dem, wie hieß das? Irgendwas mit Heart. Kingdom Hearts. Ach ja. Na, das habe ich leider nicht, die habe ich nicht ganz gespielt, da habe ich das erste gespielt. Da gibt es auch die Collection, oder? Mit Ja, alle google Teile. es mal schnell her. Ah, ich möchte doch eigentlich nur in Ruhe da sitzen und die geilen. Warte, ich schau mir das noch schnell ein bisschen an. Schau, wie nervös schon alle werden, wenn die da einschalten und der Seppi nicht da ist. Leider, Seppi muss leider angeblich ein sehr großes und sehr aktuelles Spiel aktuell bis zum Wochenende noch spielen. Fragt's bitte nicht, was für ein Spiel. Dragon's Dogma 2. Oh Gott. Ja, das ist wirklich sehr groß. Also da hat er Arbeit. Ich glaube, am Wochenende hat er anfangen müssen, da geht's richtig ab. Ja. Kingdom Hearts. Da gab's ja, das geht ja, wann ist denn der erste Teil? Auf welcher Konsole war denn der erste Teil? War das in der PlayStation 2 oder PlayStation? war das auf der 1 PlayStation schon, oder wie? Na, zwei kann's. Okay. Ja, ich hätte damals mit dem damaligen Kumpel angefangen, die komplette Reihe durchzuspielen und der hat die Collection gehabt, wo dann auch diese PSP und Nintendo DS und Ja. was weiß ich, was für Ableger dabei waren. Und ich glaube, wir haben Teil 1 gespielt, den ersten Ableger, und bei dem dritten haben wir dann auch schon aufgehört, weil dann der damalige Kumpel halt ein Vollidiot war, der halt, wenn ich mit jemandem zu zweit was spiele, dann habe ich Bock, dass es miteinander spiele, und wenn ich einen Controller in der Hand habe und er sitzt da mit dem Handy und schaut sich Naruto Shippuden auf dem Handy an, dann sage ich, ja, dann brauchen wir aber nicht miteinander spielen, oder? Das ist Saftsack. Aber das heißt, das eins hast du durchgespielt. Das eins habe ich durchgespielt und den ersten Aber Ableger. geil, oder? Ja, ist halt schwierig gewesen, weil es halt einfach ein PlayStation 2 Spiel war und gerade ein Na, Remaster. rein ohne von, irgendwie- ich meine jetzt wirklich die Story und so, wie es dann verbunden ist und was weiß ich. Also, Die Idee ist voll cool, ja, aber ich ja. habe halt noch nicht so viel von der Story mitgekriegt, dass ich jetzt halt wirklich voll drinnen gewesen war. An sich, die Figuren fand ich nett. Die Story-Idee eben ist sehr cool mit den Disney-Figuren. Die Welten waren auch cool. Sehr viel Potenzial, aber wir haben dann zum Beispiel die ersten zwei Ableger haben mich dann schon richtig genervt, weil es halt dieses minderwertige Remaster-System von irgendeinem Handheld war, habe ich dann nicht mehr so viel Bock auch gehabt, und dann habe ich einen Saftsack neben mir auf der Couch sitzen und dann ist halt einfach irgendwie die Lust vergangen. Aber komisch, eigentlich du als alter Disney-Nazi, der hätte doch eigentlich da vollkommen ausrasten müssen, weil er sich denkt, Alter, wie geil, wie geil, wie geil. Ja, ich bin nicht so der Disney-Nazi, muss ich sagen. Ja, Also ich mag was? die Disney-Zeichentrickfilme, die mag ich alle von früher. Ja, da darf auch keiner was dagegen sagen. Ja, die sagt in der Regel auch keiner was. Sag Ja, mal einen Menschen, der sagt, die alten Disney-Zeichentrickfilme sind schlecht. Den gibt's nicht. ach so, du meinst jetzt nur die einen. Ja, ja, völlig. Die Ja, Remakes, ich greife immer, egal bei welchem Remake, greife ich immer lieber zum Zeichentrickfilm, bevor ich mir das Remake nochmal anschaue. ja. Ich glaube, ich habe auch den Live-Action König der Löwen nur ein einziges Mal gesehen. Ja, Und dann ja, nie im wieder. Kino damals, und dann sagst, ja, wow, das sind einmal Effekte, das ist richtig krass und so, aber mir geht halt einfach sämtliche Emotionen bei den Filmen verloren, da diese Viecher keine Clubschauen haben. Ja, ja, ja. Bin ich raus, bin ich raus. Ich nicht. Fürchterlich, fürchterlich. Aber Kingdom Hearts, das war auch was zum Streamen. Na, Na, na. Und da na. ist ja wieder so, wie gesagt, wenn man Na, was dann tu doch mal Dinky. Tu mal Demon's Souls her. mit Story, wenn wir was streamen, das ist ein bisschen schwierig, weil ich möchte die Story ja dann noch leben. Google mal Demon's Souls für Anfänger. Ein Souls für Anfänger.
Demon's Also, Souls. So ist. schau, das ein Da ist Drache. ein Einsteiger-Guide, glaube ich, schon hier. Oh, dem geht ein Licht auf, das ist schön. Seinem Schwert. Was mit dem Schwert? Der blutet schon, habe ich gesagt. Ja, da, das ist schon Ja, wild. Das ist schon schon wild. wild. Schon wild. Oh, leck. Da hat der Kani aber schon ein bisschen Angst. Ja, 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 holla die Wolfe. Ich weiß nicht, ob ich sowas da pack. Okay. Ich weiß nicht, ob sie was. Aber das kann man auf alle Fälle mal probieren, nur zwecks der Harmonie. Ja, Beziehungsweise zwecks der Harmonie, die verloren geht. ja, Hey, weil der Philipp gerade schreibt, er wartet lieber auf Ghost of Tsushima 2, da kommt er, glaube ich, wieder gerade ein Film produziert, oder? Zu Ghost of Tsushima, habt ihr da schon was gehört? okay. Ich weiß nicht, Von? ich bin mir gerade, ich weiß nicht, Google's halt. Du, Oh, ich mag nicht die ganze googeln. doch, dafür habe ich die eingestellt. Halt deinen Schnauzer. Schau, und dann machst du. Film, Na, einfach Film oder Movie. Ich mag aber nicht, ich mag Verfilmung hinschreiben, ich bin ein Deutscher. Ein richtiger Deutscher. Aha, aha. Gehen wir auf Allesamt. Film 2024. Sein Scheiß, da ist doch niemals der Keanu Reeves und der Bill Skarsgård dabei. Doch, scheinbar. Lügenpresse. Filmstarts, den kann man noch ein bisschen was an. Hey, mein Mietz ist wieder da. Hallo. Google bloßgestellt, das kann überhaupt nicht stimmen. Das kann überhaupt nicht stimmen. So ein Schwachsinn. Ja, krass. Ja, wir reden jetzt Ja, nicht über Spiele. ähm, Was ist mit dir, Mietz? ja, eben. Geh mir nicht auf den Sack. Da wollte ich nämlich auch fragen, ich glaube, dass ich wahrscheinlich in dem nächsten Talkthrough dann auch wieder über Zelda reden muss, weil wir haben ja jetzt dann schon wieder einen ziemlich vollen April Mhm. und daher werde ich wahrscheinlich nicht zu so viel zum Zocken kommen, wobei mir das schon reizend hat, wenn wir Prince of Persia streamen. Also ich würde sagen, eine Stream-Session müssen wir im April auf alle Fälle versuchen unterzukriegen, oder? Du machst ja gemeinsame. Ja, ja. Ich habe kein Problem damit, ein Lord zum Streamen. Ja, du hast ja keine Freunde, aber ich hätte gerne Leute dabei. Ähm, So, jetzt habt ihr es gehört. Jetzt behauptet ihr, ich habe keine Freunde. Ansonsten hast du immer, ja, du und deine 10 Freunde. ja, das ist ja gerade so der Schmerz. 10 Aha. Bekannte, 10 Einkaufte, was weiß ich. Gib mir jetzt eine Haarspalterei ist das. Aber Haarspalterei. dann verzeih mir, was hast du vor, dass du das im April zockst? Nein, ich hätte jetzt gemeint, dass wir gemeinsam im Stream eben für den April auf alle Fälle eine Session schaffen müssen. Das habe ich nicht gemeint. Ja, schon. Ansonsten habe ich jetzt halt für den April, der ist ja wirklich, der ist ja voll für den Arsch, der April. Da Okay. kommt überhaupt kein gescheites Spiel raus. Zumindest nichts, was mich jetzt halt auf Anhieb interessiert, muss ich sagen. Ich habe jetzt vorher auch noch mal ein bisschen umeinander googelt, ob ich vielleicht irgendein Spiel übersehen habe. Aber nee. Drum wird für mich der April, außer Dave the Diver, kommt jetzt halt anscheinend noch eine Umsetzung für Switch und für PlayStation 4 und 5. Außer das soll echt witzig sein. Aber interessiert mich jetzt halt selber tatsächlich auch nicht so. Und deswegen Okay. werde ich den April hauptsächlich dafür nutzen, dass ich meine Sachen, die ich jetzt angefangen habe, mal alle durchspiele und fertig kriege. Und vielleicht hole ich mir noch Princess Peach. Mein Gott, hast du vorhin gesagt, das ist ein Kinderspiel? Ja, also mir wurscht, ich mag ja so angenehme Sachen dazwischen einmal, damit ich mich einfach mal berieseln lassen kann. Und da jetzt so große Dinger eben wie Final Fantasy Rebirth und Star Wars Jedi Survivor und stimmt, ich spiele auf der Dreier, spiele gerade noch The Darkness auch noch immer wieder mal. Und da ist es dann ganz angenehm, wenn man dazwischen dann mal so etwas wie eben Kirby spielen kann, Prinzessin Peach, jetzt dann ist sicher dann auch, schlägt ein in die Kirby eine, dass man einfach mal ein wenig das Hirn ausschalten kann und eine halbe Stunde dämlich vor sich hin zocken. Stimmt, Alone in the Dark, schreibt der Gnädelwutzler gerade. Sollte jetzt im April rausgehen. Komisch, dass es in den Listen nirgends auftaucht. Da bin ich sehr gespannt, Alone in the Dark. Ich habe damals den Teil gespielt, der auch auf der Wii rausgekommen ist. Und der war fast unspielbar. Das war echt die Hölle, das Ding zum Spielen. Googles. Ich muss meine Katze mir noch nicht hinstreicheln. Wie oft soll ich denn das? Seppi! Google, komm zum Googeln. Computerspiel 2024. Bilder. 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 Ja? Boah. Oleg. Accept selected. Damit haben sie nicht gerechnet, die Schwanz. Return. Prolog. Mehr und nicht ein Prolog. Oh, Carrier. Schaut's aus. Second Game. Alone in the Dark ist Bierg.
A-Listing Acting Kelly. Nee, 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 nee. Das hätte da wirklich viel Potenzial allein unter Tag, aber die haben die Marke auch so dermaßen an die Wand gefahren. Und ich bin gespannt, wenn es jetzt mit dem auch wieder nichts wird, ob wir dann nochmal was von allein unter Tag hören werden. Gibt es nicht einen Film? Ja, ja, vom Uwe Boll. Okay. Stark, stark. Aha. Fette Collectors Edition schon hier. Okay, mit einem Autogramm vom Uwe Boll. Schauen wir mal. Verpiss dich. Wann kommt's denn raus? Wie Oleg, redest denn du mit deiner 8%. Katz? Hä? Wie redest denn du mit deiner Katz? 8% gespart, da müssen wir zuschlagen. Lieferung bis 28. März. 30. März. Ist das schwer raus? What the fuck? Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob da ein neues Fenster aufgegangen ist oder was. Aber ich Ah sehe ja, das ist, jetzt. ist es tatsächlich. Ach so, ja, okay, gut. Aber es ist wurscht, weil interessiert eh keine Sau. Ja, Ja. das mich interessieren allein unter Tag. Aber da warte ich auf alle Fälle die ersten Tests ab und bevor ich da selber einsteigen werde. Das schaut so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Detektivspui und Survivor. Ja, das meine ich war also eins von den ersten Horror-Survival-Spiele in die Richtung, wo sie halt dann aus denen dann Resident Evil und Silent Hill geboren wurden. Und die haben aber halt dann so dazu gelegt, dass Alone in the Dark danach völlig in der Belanglosigkeit verschwunden ist. Und spätestens eben der Teil auf der Wii, oder der auch auf der Wii erschienen ist, spätestens das war so einer der größten Sargnägel, die sie sich eingefangen haben, weil das furchtbar war. Hm, okay. Nach unserer Streaming-Session das letzte Mal habe ich mir dann gedacht, boah, der Kani ist eigentlich da schon immer jemand, der einen da begeistern kann für diese ganzen Uralt-Spiele. Und dann habe ich mir auch diesen Gaming-Pass da geholt für die Switch, dass man diese ganzen alten Geschichten da spielen kann. Glaubst du, dass ich mir da was finden wird? Brauchst du aber Empfehlungen einmal. Ja. Also, Dann ich habe die spielst. ganze Zeit Ja, wobei nur... Dr. Mario war doch schon. Ja, Doktor, hat sie- ja, ja, das habe ich jetzt in sämtlichen Varianten, die es dann da gibt, schon mal gespielt. Also die Gameboy-Variante und Ja. was war das, Super Nintendo Na, Dingenskirchen-Variante? NES. Sag ich ja, NES. Ja, ich bin zu jung, das weiß ich selber. Das ist alles nicht meins. Ja, du bist doch ein Saudepp. Ja. Leg Weißt du, auf mal- was ich richtig Bock hätte? Hm? Die sollen einmal von Zelda das Ding Wind Waker remastern. Das wäre richtig geil. Oder halt Ah, dann da, auf der Switch zumindest mal rausbringen. ja, da bin ich eher so, dass ich sage, da hätte ich mehr Bock auf irgend anders, das wir noch nicht geremastert haben, weil Wind Waker ist auf der Wii U schon als HD-Remaster rausgekommen. Ja, aber kein Mensch hat die Wii U. Nicht viel, aber da waren es selber schuld, Leute. War Leid sehr, waren schuld. war ein sehr gutes Remaster. Es ist ja allgemein ziemlich schade gewesen mit der Wii U, dass sie so gefloppt ist, weil das sind sehr gute Spiele gekommen, aber 95% dieser Spiele haben es dann eh noch mehr auf der Switch rausgebracht. Also viel versammelt hat man nicht. Aber eben zum Beispiel auch gerade dieses Remaster von Wind Waker hat man schon versammelt dadurch. Und das war sehr gut. Aber ich hätte eher mal Bock, was richtig geil war, ein hochwertiges Remake zu selbst wie Majora's Mask oder Ocarina of Time. Nicht gerade ein Remaster, sondern ein richtig vollwertiges Remake zu diesen zwei Bomben. Das war mega. Ach so, du meinst so, wie es die Leiter teilweise mit der Unreal Engine dann Ja, nachbauen. genau, so jetzt Ja, aber das wäre geil. richtig cool. Aber was haben wir Obwohl, gekriegt? Zwei Remakes auf der Nintendo 3DS. glaubst du, dass das wirklich den gleichen Charme rüberbringen kann? Ja, ich glaube schon. Also wenn es so ausschaut wie die Videos, was die gemacht haben, das ist ja Herz allerliebst. Ja, aber es sind ja meistens nur bestimmte Abschnitte. Ja, das Wobei, schon. Deswegen ich sie glaube, sollten das ganze Ocarina of Spiel Time, remaken. ich glaube, von Ocarina of Time gibt es ja tatsächlich so, ähm, ich glaube, mindestens den ersten Dungeon da im Geku-Baum, das kann man tatsächlich schon irgendwo spielen. Also es gibt, das weiß ich nicht, also es gibt aber ziemlich viel Content von Leuten, die da umeinander laufen in der Unreal Engine und das schaut mega geil aus. Hey, richtig Bock drauf. Da kommt jetzt ein Film, gell? Legend of Zelda, ist ja offiziell angekündigt, der Film. Und wird anscheinend, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, eine Realverfilmung. Okay, mit wem? Ich glaube, ein Cast haben wir noch nicht, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Und du willst es Aber, jetzt auch nicht googeln. na, da mag ich nicht schauen.
Da mag ich jetzt echt nicht schauen. Wie man die ganze Zeit sieht, dass deine Hand da unten ist und einfach dein Katz streichelt. Ich hoffe zumindest, das ist dein Katz, was du da unten streichelst. Ja, 50-50. Pass auf, The Legend of Zelda Film. Der Regisseur ist mal nicht der einzige, der bisher bekannt ist. Und der hat ja Boy. schon ein bisschen was gemacht, was man kennt. Da fast. Schlagzeilen, Wes Ball. Bla bla bla, was hat jetzt er noch gemacht gehabt, der Saudepp? Da, jetzt kannst du dabei das da lesen vom Wes Ball und ich google dabei schnell. Seine bisherigen Schaffenswerke. Was? Warum? Warum googelst du das auf einer anderen Seite? Ja, weil das interessiert ja keinen. Ah, stimmt, genau, der Wes Ball war der Regisseur zu den Maze Runner Teile. Ah, okay, da habe ich nur den ersten gesehen. Ich glaube, die ersten zwei habe ich gesehen, dann war es aber auch schon. Ansonsten hat er, glaube ich, nicht so viel gemacht, das einen irgendwie interessiert. Ja, dann, das klingt ja nach einer reinen Erfolgsgeschichte. Also ich bin gespannt. Das ist ja das Gute, dass er selber schon gesagt hat in irgendeinem Interview, dass er, gut, jetzt habe ich das Fenster zugemacht, dass ich die ganze Zeit geteilt habe, aber ist ja wurscht. Ähm, dass er weiß, wie wichtig das die Leute das ist und deswegen möchte er das halt auf keinen Fall irgendwie halbherzig angehen. Und wenn da auch wieder die also wenn da Nintendo wieder selber mit drinnen ist, dann glaube ich, dann wird das schon passen. Ja, bin ich gespannt, vor allem dann auf die Story, die sie dann umsetzen werden. Oh ja, ich denke mal, gehe mal davon aus, dass sie Prinzessin Zelda retten müssen. Echt Ich lohne mir jetzt mal weit aus dem Fenster, aber könnte ich mir vorstellen, krass. Was hast du denn so für einen April geplant an Zocken, außer jetzt Link's Awakening? Ja, das wollte ich jetzt gerade halten, aber das ist zu weit weg. Das steht neben meiner Burg Blaustein, mit der ich angefangen habe. Da Was habe ich steht jetzt da? schon. Was? Und was steht da? Hä? Was steht neben deiner verhurten Burg Blaustein, du Schwanz? Die Packung von Link's Awakening. Also, ja, aber ich habe gefragt, was du sonst noch vorhast zu spielen. Ja, eben. Du kannst mir nicht das Spiel, das du spielst, wenn ich dich frage, was du sonst noch vorhast zu spielen, hier halt nicht dich ab, ich sag's dir. Es ist so schwierig. Es hat so schwierige Fragen. Hey, was ich. Äh, also Captain Toad habe ich mir eigentlich vor ein paar Jahren gekauft. Oder Das ist na, cool. Schmarrn, Captain nicht Toad Treasure Jahre. Tracker. Genau, das kann ich auch dann nur streamen. Weil wenn ich spiele, dann eigentlich nur für euch. Das hat ein paar schöne Kopfnüsse Ah, drin da gehabt. jetzt, der Philipp fragt schon, welche Erweiterung. Ich habe bis jetzt die erste Erweiterung dran gebaut. Ich habe aber tatsächlich, ich weiß nicht warum, ich war betrunken, um ehrlich zu sein. Ich habe alle Erweiterungen, die es gibt. Und ich habe jetzt die Grundburg gebaut und die erste Erweiterung, den Bergfried, das ist der Turm, drum baut. Und das ist brutal, wie schwer das jetzt schon ist. Und ich meine, die ganzen nächsten Erweiterungen, die erweitern vor allem den Grund. Also das heißt, da kommen dann neue Ebenen dazu. Und wenn du so ein Seitenteil baust, nur mit Felsen, und du sitzt 3 Stunden nur an scheiß Felsen, ist das eine sehr, sehr lange Geschichte, wo du erst sehr spät Freude dran hast, weil du halt dann siehst, ah, okay, ist wieder Burg. Ja. Ja, dann machen wir als nächstes, machen wir im April einen Livestream, wie wir meinen Millennium Falcon zusammenbauen. Welchen? Ja, gerade Ach, den kleinen, den den habe ich kleinen ja haben schon ich, gebaut. Der ist auf einen Nachmittag gebaut. Der ist ja, langweilig. ja, ich hab eh gemalt, als wir den geschenkt haben, warum meine Freunde so geizig sind und mir nicht den großen gekauft haben. Ja, ja. Wichserfreund. Also ich möchte es eigentlich Was gar nicht mal als der- was Freunde der- bezeichnen, das sind keine Freunde, sowas. Kim, Mein Gott, hey, der kostet Na, auch 120 Euro. ja, und dann? Ich Ja. bin nicht der 120 Euro Kane, sondern ich bin der 800 Euro Millennium Falcon Kane. Dann kaufen wir doch selbst. Nein, jetzt mach ich nochmal. Ah ja, genau. Der Irgendwann hab ich ihn, Er irgendwann. schreibt es gerade schon, irgendwann ist die Burg so groß, dass ich umziehen muss. Ja, also ich habe schon Angst vor der nächsten Erweiterung. Die passt dann gerade nur so, da auf mein Schrankerl, aber dann wird schon happig. Aber mal schauen. Ich Ja, ist die Burg trau mich Blaustein, langsam oder? schon. Ja,
Von Blue Bricks ist die, oder? Ja, das ist schon. Ähm, genau. Und dann tu mal nur komplett mit dahinter schreiben. Na, ach, du bist so ein Depp. Ah, jetzt ist komplett weg, du. Ja, du bist echt eine Witzfigur. Weil ich geschlitzt die auf. Das wird immer netter. Das ist Jeder. das erste. Das Siehst du? erste, ja. Eben denselben. Ja. Ja, so viel schaut jetzt das nicht aus. Das ist riesig. Das ist wirklich riesig. That's what she said. Da sieht man eh ein altes Beutel da neben einem Held der Steine. Das ist echt gigantisch. Geil. Ja, aber auch mal was, Ähm, oder? Lego-Storndl zusammenbauen und das streamen. Überhaupt nicht Ja, langweilig. schon, sein. aber bei dem Projekt, da ist es fast ein bisschen zu wild, weil da sitzt du zum einer lang und wie schon gesagt, du merkst erst sehr spät einen Bauerfolg. Mhm. Aber ja, da bin ich sofort dabei. Wenn wir mal Ja, sowas machen wir. machen. Ich hab noch ein paar Star Wars Legos unten. Ich hätte noch das Schiff von The Bad Batch hätte ich noch unten. Die Razor Crest, auch leider nicht die monströse, sondern die abgespeckte Stufe. Ein X-Wing, ein bisschen was Kleines. Und noch irgendwas. Ein paar Sets hätte ich noch unten, weil ich hab mir irgendwie auf die letzten 2 Jahre bis sogar geschafft, dass ich mir ein Pile of Shame mit Lego aufbaue. Ich nicht. Das, was man da oben sieht, das ist alles, sind nur die Verpackungen. Aber du hast jetzt zumindest, also auch noch nicht gebaut, oder wie? Weil auf die Sachen, die da oben stehen, da freue ich mich erst so richtig. Ah, okay. Ja, bei mir Und sind es auch so. da ist also ein paar Sachen sieht man ja da gar nicht mehr. Da ist ja auch von Herr der Ringe Ding dabei, Bruchtal. Mhm, geil. Und da habe ich schon Respekt davor, wenn ich das mir öffne. Das glaube ich. Auf das hätte ich auch Bock gehabt. Bei den Blue Bricks Sachen ist nicht ganz so schlimm, das ist einfach nur ein brauner Karton. Das heißt, wenn du es hast, dann hast du es. Und da kannst du auch nicht wirklich viele andere Sachen machen, außer dass du es baust. Hey, kannst du dich daran erinnern? Ich habe ja mal den Leuchtturm, den ich gebaut habe, den ich bei mir im Ja, Wohnzimmer habe, den habe ich ja auch schon mal im Podcast hergezeigt gehabt. Da gibt es jetzt auch eine Erweiterung. Das Ding okay. ist einfach genauso groß wie der Leuchtturm. Und jetzt haben sie für den Leuchtturm einfach nur so eine kleine Erweiterung für den Turm mit dazu in Handel do, dass wir den Leuchtturm nur mal ein Stück größer machen können als die Erweiterung. Ja, Kim, das kann ja nicht sein, dass der gleich groß ist, der Scheiß. Und das Ding ist, ich habe mir natürlich da auch wieder ein Video dann dazu angeschaut und das ist schon verdammt geil. Ja, diese ganze scheiß Lego-Kacke, ich hätte auch so viel Bock drauf die ganze Zeit, aber Klemmbausteine. Klemmbausteine, ja, mir ist wurscht, aber ich hab Bock drauf und ich hab kein Geld dafür. Es ist einfach so viel teuer, es ist einfach so viel teuer. Ja, Lego schon. Ja gut, die interessieren ja hauptsächlich die Das Star ist Wars ja, Sachen. genau, das ist ja mein Ding jetzt, weil so Dinge hätte ich auch Bock, aber mir nervt halt ein bisschen, dass bei Blue Bricks zum Beispiel keine Manschgal dabei sind, weil ich fand es schon immer geil, wenn du so kleine Events. Haben sie jetzt mittlerweile. Haben sie jetzt? Ja. Muss ich mal googeln, wie die ausschauen. Blue Ja. Bricks. Blue Bricks Manschgal. Und er kennt's sogar. Das sind aber die hässlichsten Scheißfiguren, die es gibt. Schau mal, wie praktisch die sind. Die können sogar ihre Beine seitwärts bewegen. Krass, oder? Ja, das brauche ich bei den Lego-Figuren nicht, sondern gerade Ach, bei der Kim, so Freundin. hässlich sind die nicht. Die ist auf ultra hässlich. Die gängen jetzt, wenn sie so ausschauen. So, ja, okay. Ja. Aber warum haben der Ritter Mülltonnen Quando? Ich, äh, keine Müllopfer, Ahnung. was Also, ist mit da war halt Müllopfer? immer kreativ. Was ist mit dem da? Was ist denn das für ein hässlich Scheißding? Das ist der Picard oder von Star Trek? Wow. Ja, genau. Ganz schön hässlich, das Ding. Jetzt beleidigt es nicht so. Ja, wobei, die finde ich allgemein ziemlich hässlich. Hier bei den Dobby vom Harry Potter, und der ist auch so ein geiler, kleiner, hässlicher Aff. Oder der Chewbacca von Star Wars, viel Teufel. Ja, der Das, schaut das, echt. das kaufe ich und speib. Ja. Na, aber sagen wir mal, das Preis. Preis-Leistungs-Verhältnis bei Blue Ja. Bricks, das ist schon Wahnsinn. Gleich Leistung. Preis-Leistungsverhältnis. Geh mal auf die Blue Bricks Seiten, weil dann siehst du da gleich die Erweiterung. Mag nicht. Weil du bist so anstrengend. Du bist anstrengend, die ganze Zeit so irgendwo umeinander klicken und normal sitze ich da und kraul mir selber einen Ranzen. Da ist es. Das Planetarium. Das ist für Oder? dein Da sieht Leuchtturm man den jetzt. Leuchtturm ja nicht einmal. Das ist nur die Erweiterung.
Jetzt entdecken. Halt ab jetzt einmal, zustimmen. Da unten das letzte Bild, da sieht man dann, wenn es verbunden ist. Irre, So, oder? und da haben sie, für den haben sie jetzt nochmal ein Mittelding eine, damit der größer ist als das Planetarium, oder? Ja, für den Turm. Ja, geil. Ja. Ja, aber sie denken halt wenigstens mit, weißt du? Die sagen dann so, hey, da haben wir dann was Neues scheißen. Geil. Ah, der Gnädelwutz hat gerade schon geschrieben, sprechenden Hut von Harry Potter, ja. Das Ja, ist richtig geil von Lego. Bauen einfach Sprachausgabe mit ein und hat jetzt endlich mehr Funktion. Super, oder? Wie viel hast du davon schon gekauft? Gott, wäre das jetzt geil, wenn du einfach von der Seite den schon eine holst. na, Harry Potter Lego fangen wir nicht auch nicht an. Nicht auch noch an. Ich hab mir mal, den Dobby habe ich mir geschenkt gekriegt und der ist ganz putzig und lieb für zwischendrin und den kannst du irgendwo hinstellen. Aber mehr früher, damals, als das Harry Potter rausgekommen ist, hat es doch auch schon mal das Hogwarts-Schloss gegeben. Ja, ja. Und das war damals sowieso, als das Harry Potter rausgekommen ist, das war so ein Traum von mir, dass ich dieses Hogwarts-Schloss irgendwann einmal habe. Ich weiß aber nicht, wie das damals qualitativ war. Meinst du das mit. Ach so, warte mal, du. Das Also, allererste Anfang von den 2000er, meine ich, war das dann. ja, aber du meinst da alle Sets haben und das dann zu dem Hogwarts-Schloss irgendwie zusammenbauen, Nein, oder? da glaube ich, hat es direkt ein Hogwarts-Schloss gegeben damals. Okay. Weil ich weiß es noch, wie ich da mit leuchtenden Augen zu der Weihnachtszeit vor dem Müller-Fenster gestanden bin und habe meine Zündhäcksel verkauft und gehofft, dass ich irgendwann dieses Harry Potter Hogwarts-Schloss kriege davon. Und dabei bin ich dann da vorne im Schnee draußen. Okay. Und dann bist du Schloss aufgewacht. 2000. Wann ist denn der erste Harry Potter gekommen? 2001 kann das sein? Ist das das? Da gab's Foto? doch. Das Ist ist doch das von alles seiner nein, oder? Ich hätte jetzt auch gesagt, dass es das Neue ist. Es gab damals aber irgendwanns, Ich glaube nicht, dass da was gab. war das das? Echt? Da bist du mit leuchtenden Augen davor gestanden. Hallo, da Jetzt- war ich sau jung. Da war ich genau in der Altersempfehlung drin. Fick dich. Aber Das finde ich, stimmt, das find ich eigentlich ganz cool, so dieses kleine Modell. das habe ich. Echt? Ja, Das find ich ehrlich gesagt ganz cool. das ist, Das ist ist aber preislich okay. Schon, oder? Ich Das- wollte gerade sagen, das, das- ist recht das- fair. Das gab es letztes Jahr da an Weihnachten rund für 100 Euro. Auch. Mhm. Und also macht der Spaß, es ist wirklich wie Puzzeln. Mhm. Ist nicht zu groß, also das kann man irgendwie schön mal da hinstellen. Ich habe es zwar jetzt erst vor kurzem abgebaut, weil ja dann Burg Blaustein alles für sich eingenommen hat. Aber ja, das kann man empfehlen, das ist cool. Ah, okay. Muss ich mir mal anschauen bei dir, vielleicht holen wir das einmal. Aber jetzt bleibe ich erstmal bei meinem Star Wars Lego-Scheiß. Ich kann jetzt nicht noch was anderes anfangen. Wobei es halt schon Ja. geil war, wenn es halt wirklich so Sets gegeben hat, dass du ein richtig fettes Schloss hast, dass du die Winkelgasse geil nachbauen kannst und so weiter. Aber, Gibt's ja, aber ich meine so Wa- richtig, das schaut ja alles nicht so geil aus irgendwie, finde ich. Ja, wenn halt dann nicht Lego unbedingt nur die Lizenzrechte dafür hätte. Ja, das war halt geil, ja. Oder du kaufst halt Mhm. irgendwelche Billigdinger ohne Namen, die erst in der Verpackung dann einschreiben, dass es ist. Echt? Ich weiß nicht, von was du redest. Ich auch nicht. Ich muss jetzt leider mal auf die Uhr schauen. Wir müssen man nämlich jetzt schon langsam diese Folge auch beenden, weil wir um 9 Uhr weitermachen mit die Rolex. Ja, stimmt. Genau. Drum müssen wir uns jetzt leider von euch verabschieden, Leute. Boah, krass, oder? Jetzt sagt sie mal ehrlich, was ist das da schon wieder für Verhalten? Erst lockt er die Leute hier alle rein in den Chat und dann sagt er gleich wieder, wir müssen abhauen. Ich kann leider nichts machen. Ja. Der Mike ist sonst auf 180. Tut's mir bitte einen Gefallen, schreibt's in die Kommentare, ihr wollt viel mehr Streams, dass dieser Ja, mal der Amadeus sagt gerade, wir sollen mal Rolex auch noch gleich live streamen. da brauchen wir große Überredungskünste in Richtung Mike, aber vielleicht kriegen wir sie. Vielleicht kriegen wir, ja genau, also stellt alle eine Benachrichtigung an. Vielleicht klingelt es in einer Viertelstunde bis 20 Minuten nochmal und ihr dürft live dabei sein bei unsere Rolex. Da kicken wir dann. Boah, krass. Ansonsten muss jetzt ich gerade noch meine zwei fetten Katzen futtern und dann muss ich mit euch die Rolex aufnehmen. Darum darf ich schon mal sagen, hör mir jetzt einmal auf, der Ausblick in April, der rendiert sich ja nicht, wie ich schon gesagt habe. Es kommt über nur Scheiße.
Drum kann man den April schön nutzen, um sein Pile of Shame ein bisschen abzuarbeiten. Das werde ich auf alle Fälle tun. Ich werde aber auch irgendein neues Spiel mit einnehmen, damit ich im Talkthrough April nicht wieder den gleichen Satz verzeihe wie heute. Dazu, wenn du sprichst, bitte gerade ins Mikro sprechen. Das ist für unsere Podcast-Hörer wahrscheinlich ja gerade scheiße und für den Ist Typen, aber, der eher ein, schreit. ist aber eher ein Scheißproblem. Ich hasse dich so früh. Also, ich werde nur das Allernötigste spielen und das dafür dann streamen. Also, ihr habt definitiv was davon und dann muss ich am nächsten Talkthrough weniger reden. Da ist der Seppi dann da mit Ich Dragon's wollte gerade Dogma sagen, 2. genau, der Seppi hat dann einiges zum Verzeihen und schreibt uns ansonsten in die Kommentare, was ihr gerne noch von uns gehört hättet. Und dann vielleicht bis gleich und bis zum Ja. nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt Nephalings Awakening. und von The Link's Awakening. Am Freitag geht's weiter. Schön. Macht es gut. dabei. Adieu. Wiederschauen.